Можно мне попользоваться вашим телефоном? Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen? Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen? Мне нужно недолго поговорить по телефону. Говорить по телефону telefonieren, telefoniert, hat telefoniert. Ich muss kurz telefonieren. Ich muss kurz telefonieren. Ich muss kurz telefonieren. Поставь тарелки, пожалуйста, на стол. Stell die Teller bitte auf den Tisch. Stell die Teller bitte auf den Tisch. Stell die Teller bitte auf den Tisch. Хочешь еще тарелку супа? Möchtest du noch einen Teller Suppe? Möchtest du noch einen Teller Suppe? Möchtest du noch einen Teller Suppe? Steffi играет очень хорошо в теннис. Steffi spielt sehr gut Tennis. Steffi spielt sehr gut Tennis. Steffi spielt sehr gut Tennis. Лучше всего мы назначим встречу прямо сейчас. Am besten machen wir sofort einen Termin. Am besten machen wir sofort einen Termin. Am besten machen wir sofort einen Termin. У меня сегодня назначена встреча с моим зубным врачом. Ich habe heute einen Termin bei meiner Zahnärztin. Zahnärztin – это врач женского пола. Ich habe heute einen Termin bei meiner Zahnärztin. Это мне слишком дорого. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Прочитайте, пожалуйста, текст. Lesen Sie bitte den Text. Lesen Sie bitte den Text. Lesen Sie bitte den Text. Я не люблю ходить в театр. Ich gehe nicht gern ins Theater. Ich gehe nicht gern ins Theater. Ich gehe nicht gern ins Theater. Сегодня наша тема называется «Еда и напитки». Heute heißt unser Thema Essen und Trinken. Heute heißt unser Thema Essen und Trinken.
Heute heißt unser Thema Essen und Trinken. Сколько стоит билет? Wie viel kostet das Ticket? Wie viel kostet das Ticket? Wie viel kostet das Ticket? Осторожно, вода глубокая. Vorsicht, das Wasser ist tief. Vorsicht, das Wasser ist tief. Нам нельзя иметь животных в квартире. Wir dürfen keine Tiere in der Wohnung haben. Wir dürfen keine Tiere in der Wohnung haben. Wir dürfen keine Tiere in der Wohnung haben. Мои любимые животные – кошки. Meine Lieblingstiere sind Katzen. Meine Lieblingstiere sind Katzen. Meine Lieblingstiere sind Katzen. Можешь дать мне хороший совет? Kannst du mir einen guten Tipp geben? Kannst du mir einen guten Tipp geben? Kannst du mir einen guten Tipp geben? Еда стоит уже на столе. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Как называется фильм? Я уже не знаю название. Wie heißt der Film? Ich weiß den Titel nicht mehr. Wie heißt der Film? Ich weiß den Titel nicht mehr. Скажите, пожалуйста, где туалет? Wo ist die Toilette bitte? Wo ist die Toilette bitte? Помидор еще зеленый. Die Tomate ist noch grün. Die Tomate ist noch grün. У тебя нет кастрюли побольше? Я хочу сварить картофель. Hast du keinen größeren Topf? Ich möchte Kartoffeln kochen. Hast du keinen größeren Topf? Ich möchte Kartoffeln kochen. Hast du keinen größeren Topf? Ich möchte Kartoffeln kochen. На день рождения я испеку тебе торт. Zum Geburtstag backe ich dir eine Torte. Zum Geburtstag backe ich dir eine Torte.
Zum Geburtstag backe ich dir eine Torte. Мои бабушка и дедушка уже давно умерли. Meine Großeltern sind schon lange tot. Meine Großeltern sind schon lange tot. Дословно мертвые. Sind tot. Мертвые. Meine Großeltern sind schon lange tot. Фильм абсолютно скучный. Der Film ist total langweilig. Der Film ist total langweilig. Der Film ist total langweilig. Где я могу заказать экскурсию по городу? Wo kann ich eine Stadttour buchen? Wo kann ich eine Stadttour buchen? Wo kann ich eine Stadttour buchen? На выходных мы идем в поход. Я знаю хороший тур в горы. Wir gehen am Wochenende wandern. Ich kenne eine schöne Tour in den Bergen. Wir gehen am Wochenende wandern. Ich kenne eine schöne Tour in den Bergen. Wir gehen am Wochenende wandern. Ich kenne eine schöne Tour in den Bergen. Летом в этот город приезжает много туристов. Im Sommer kommen viele Touristen in diese Stadt. Im Sommer kommen viele Touristen in diese Stadt. Im Sommer kommen viele Touristen in diese Stadt. Я не могу нести чемодан, он слишком тяжелый. Нести tragen, trägt, hat getragen. Тоже perfekt. Ich kann den Koffer nicht tragen. Er ist zu schwer. Ich kann den Koffer nicht tragen. Er ist zu schwer. Ich kann den Koffer nicht tragen. Er ist zu schwer. Он носит сегодня голубой костюм. Er trägt heute einen blauen Anzug. Er trägt heute einen blauen Anzug. Еще можно перевести как он одет сегодня в голубой костюм. Er trägt heute einen blauen Anzug. Хочешь что-нибудь выпить? Пить – глагол trinken. Trinkt – третье лицо единственное число. Hat getrunken – perfekt. Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? – Белье скоро сухое.
Die Wäsche ist bald trocken. Die Wäsche ist bald trocken. Die Wäsche ist bald trocken. Пока до завтра. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen. У вас есть эта футболка размера М? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Haben Sie dieses T-Shirt auch in M? Что я могу для вас сделать? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Закрой, пожалуйста, дверь. Mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Эта музыка типична для этой страны. Diese Musik ist typisch für dieses Land. Diese Musik ist typisch für dieses Land. Типичная Анна. Она, естественно, опять придет поздно. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. Typisch Anna. Sie kommt natürlich wieder zu spät. В настоящее время учусь играть на гитаре. Я упражняюсь по 2 часа каждый день. Упражняться. Üben. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Ich lerne gerade Gitarre spielen. Ich übe jeden Tag 2 Stunden. Переходите лучше здесь через улицу. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Gehen Sie
lieber hier über die Straße. Gehen Sie lieber hier über die Straße. Над нами живет семья Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Über uns wohnt Familie Schneider. Вам уже есть 18? Sind Sie über 18? Sind Sie über 18? Я везде искал, но не могу найти свои очки. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich kann meine Brille nicht finden. Какие средства передвижения вы часто используете? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Вы ранены? Пораниться, verletzen, verletzt, hat verletzt. Да, в ногу. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Вы поранили себя или вы поранились? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Я полностью влюблен. Влюбиться. Verlieben, verliebt, hat verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Я потерял свой ключ. Терять. Verlieren, verliert, hat verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Михаэль потерял свою работу. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren.
Michael hat seine Arbeit verloren. Еще одно значение глагола verlieren – проигрывать. Мы проиграли футбольный матч. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Квартира уже арендована. Арендовать. Глагол vermieten. Vermietet. Hat vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Наш арендодатель симпатичный. Unser Vermieter ist nett. Unser Vermieter ist nett. Я опоздал на поезд. Глагол verpassen переводится как пропустить что-то. Verpassen, verpasst, hat verpasst. Ich habe den Zug verpasst. То есть я пропустил поезд, опоздал. Ich habe den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Вы путешествуете на каникулах или на каникулах вы уезжаете? Для этого мы используем глагол verreisen. Verreist ist verreist. Verreist ihr in den Ferien? Здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты» во множественном числе. Verreist ihr in den Ferien? Verreist ihr in den Ferien? Госпожа доктор Мюллер в настоящее время уехала. Она вернется только на следующей неделе. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. К сожалению, я должна перенести встречу. Переносить, откладывать что-либо. Глагол verschieben, verschiebt, hat verschoben. Leider muss ich den Termin verschieben. Leider muss ich den Termin verschieben. Leider muss ich den Termin verschieben.
Оба наших ребенка очень разные. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. У меня эта обувь в разных цветах. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. К сожалению, наш поезд опаздывает на 15 минут. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Дословно можно перевести как «Наш поезд имеет, к сожалению, 15 минут опоздания». Сумка лежит на полу. Die Tasche liegt auf dem Boden. Die Tasche liegt auf dem Boden. Die Tasche liegt auf dem Boden. Бутылки стоят на полке. Die Flaschen stehen im Regal. Die Flaschen stehen im Regal. Die Flaschen stehen im Regal. Стаканы стоят в шкафу. Die Gläser stehen im Schrank. Die Gläser stehen im Schrank. Die Gläser stehen im Schrank. Кошка сидит на диване. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Футболка лежит на диване. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Куртка лежит на диване. Die Jacke liegt auf dem Sofa. Die Jacke liegt auf dem Sofa. Бутылка с водой стоит на столе. Die Wasserflasche steht auf dem Tisch. Die Wasserflasche steht auf dem Tisch.
Die Wasserflasche steht auf dem Tisch. Очки лежат на столе. Die Brille liegt auf dem Tisch. Die Brille liegt auf dem Tisch. Цветочные горшки стоят в углу. Die Blumentöpfe stehen in der Ecke. Die Blumentöpfe stehen in der Ecke. Die Blumentöpfe stehen in der Ecke. Книга лежит на полу перед диваном. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Очки лежат на книге. Die Brille liegt auf dem Buch. Die Brille liegt auf dem Buch. Die Brille liegt auf dem Buch. Стулья стоят за столом. Die Stühle stehen am Tisch. Die Stühle stehen am Tisch. Die Stühle stehen am Tisch. Мира – коллега, которую я знаю давно. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Norberto und Miguel – друзья, с которыми я часто встречаюсь. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Густав – друг, которого я давно не видел. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Лара – ребенок, которого я считаю очень милым. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde.
Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Мужчина купил на блошином рынке красивую картину за 8 евро. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 € ein schönes Bild gekauft. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 € ein schönes Bild gekauft. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 € ein schönes Bild gekauft. Фанаты песни пели сами. Петь. Singen. Singt. Hat gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Группа давала концерт в Граце. Давать. Geben. Gibt. Hat gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Беате нужно собирать чемоданы и коробки, но ей хотелось бы лечь на кровать и поспать. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. На этом озере можно арендовать лодки. An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten. Я получил визу в посольстве. Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. Дословно мы переводим визу я получил от посольства.
Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. К сожалению, я забыл книгу. Надеюсь, ты не злишься на меня. Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse. Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse. Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse. Не делай такое сердитое лицо. Mach nicht so ein böses Gesicht. Mach nicht so ein böses Gesicht. Mach nicht so ein böses Gesicht. Я зла на тебя, ты снова не пришел. Ich bin böse auf dich. Du bist wieder nicht gekommen. Ich bin böse auf dich. Du bist wieder nicht gekommen. Ich bin böse auf dich. Du bist wieder nicht gekommen. Покажи-ка мне, ты поранился, но это выглядит плохо. Zeig mal, du hast dich verletzt? Das sieht aber böse aus. Zeig mal, du hast dich verletzt? Das sieht aber böse aus. Zeig mal, du hast dich verletzt? Das sieht aber böse aus. Мясо нужно жарить 10 минут. И глагол braten. Три основные формы. Brit, hat gebraten. Das Fleisch muss 10 Minuten braten. Das Fleisch muss 10 Minuten braten. Сегодня у нас жареная рыба. Heute gibt's gebratenen Fisch. Heute gibt's gebratenen Fisch. Возьмете еще немного соуса для жарки. Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten. Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten. Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten. Мне нужна машина. Глагол brauchen. Три основные формы. Brauchte, hat gebraucht. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Тебе еще нужна газета? Brauchst du die Zeitung noch?
Brauchst du die Zeitung noch? Brauchst du die Zeitung noch? Моя бабушка больна, ей нужно много отдыхать. Meine Großmutter ist krank, sie braucht viel Ruhe. Meine Großmutter ist krank, sie braucht viel Ruhe. Meine Großmutter ist krank, sie braucht viel Ruhe. На ремонт мне понадобилась неделя. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Вам не нужно приходить завтра. Я сделаю это один. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Он поранился во время катания на лыжах, его нога сломана. Ломать brechen, brach hat gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Я сломал ногу в отпуске. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ковер имеет длину 2 метра и ширину 1 метр. Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Мужчина внезапно перешел дорогу. Мне пришлось резко затормозить. Тормозить bremsen. Слабый глагол основной формы bremste hat gebremst. Der Mann ist ganz plötzlich über die Straße gegangen. Ich musste stark bremsen. Der Mann ist ganz plötzlich über die Straße gegangen.
Ich musste stark bremsen. Дословно сильно затормозить. Здесь у нас резко, сильно. Der Mann ist ganz plötzlich über die Straße gegangen. Ich musste stark bremsen. Тебе обязательно нужно проверить тормоза. Du musst unbedingt die Bremsen kontrollieren lassen. Du musst unbedingt die Bremsen kontrollieren lassen. Du musst unbedingt die Bremsen kontrollieren lassen. В какой сфере вы хотели бы работать? In welchem Bereich möchten Sie arbeiten? In welchem Bereich möchten Sie arbeiten? Объезжайте территорию строительной площадки. Umfahren Sie den Baustellenbereich. Umfahren Sie den Baustellenbereich. Я готов помочь тебе в любое время. Ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen. Ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen. Посылка готова для вас в почтовом отделении. Das Paket liegt auf der Post für Sie bereit. Das Paket liegt auf der Post für Sie bereit. Пожалуйста, свяжись с госпожой Кайзер. Она уже звонила 3 раза. Bitte melde dich bei Frau Kaiser. Sie hat bereits 3-mal angerufen. Bitte melde dich bei Frau Kaiser. Sie hat bereits 3-mal angerufen. Zugspitze – самая высокая гора в Германии. Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Мы ездим в горы каждое воскресенье. Wir fahren jeden Sonntag in die Berge. Wir fahren jeden Sonntag in die Berge. Мы устроили пикник на горе. Auf dem Berg haben wir ein Picknick gemacht. Auf dem Berg haben wir ein Picknick gemacht.
О несчастном случае сообщили все газеты. Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Вчера прочитал интересное сообщение. Ich habe gestern einen interessanten Bericht gelesen. Ich habe gestern einen interessanten Bericht gelesen. Кто вы по профессии? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Кем вы работаете? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Вы трудоустроены? Sind Sie berufstätig? Sind Sie berufstätig? Пожалуйста, успокойтесь, все хорошо. Beruhigen Sie sich bitte. Es ist alles in Ordnung. Beruhigen Sie sich bitte. Es ist alles in Ordnung. Я могу вас успокоить, с вашим сыном ничего не случилось. Ich kann Sie beruhigen. Ihrem Sohn ist nichts passiert. Ich kann Sie beruhigen. Ihrem Sohn ist nichts passiert. Михаэль Шумахер – известный автогонщик. Michael Schumacher ist ein berühmter Rennfahrer. Michael Schumacher ist ein berühmter Rennfahrer. Пожалуйста, оставьте список того, что повредили грабители. Bitte machen Sie eine Liste davon, was die Einbrecher beschädigt haben. Bitte machen Sie eine Liste davon, was die Einbrecher beschädigt haben. Чем вы занимались во время вашей работы? Womit haben Sie sich bei Ihrer Arbeit beschäftigt? Womit haben Sie sich bei Ihrer Arbeit beschäftigt? С какого времени вы работаете в этой компании? Seit wann sind Sie bei dieser Firma beschäftigt? Seit wann
sind Sie bei dieser Firma beschäftigt? Я ищу подработку, так как у меня маленький ребенок. Ich suche eine Halbtagsbeschäftigung, weil ich ein kleines Kind habe. Ich suche eine Halbtagsbeschäftigung, weil ich ein kleines Kind habe. Окончательное решение вы получите примерно через 4 недели. Den endgültigen Bescheid erhalten Sie in etwa 4 Wochen. Den endgültigen Bescheid erhalten Sie in etwa 4 Wochen. Я уточню даты и потом вам сообщу. Ich erkundige mich nach den Terminen und sage Ihnen dann Bescheid. Ich erkundige mich nach den Terminen und sage Ihnen dann Bescheid. Вход за углом. Der Eingang ist um die Ecke. Der Eingang ist um die Ecke. Учащиеся этой школы носят единую одежду. Die Schüler dieser Schule tragen einheitliche Kleidung. Die Schüler dieser Schule tragen einheitliche Kleidung. Die Schüler dieser Schule tragen einheitliche Kleidung. Это займет некоторое время. Das wird noch einige Zeit dauern. Das wird noch einige Zeit dauern. Дословно можно перевести это будет длиться еще некоторое время или это займет некоторое время. Das wird noch einige Zeit dauern. В этом отчете есть некоторые ошибки. In diesem Bericht sind einige Fehler. In diesem Bericht sind einige Fehler. Еще это слово можно перевести как несколько ошибок, да? In diesem Bericht sind einige Fehler. Некоторые люди за закон, но многие и против него. Einige Leute sind für das Gesetz, aber viele sind auch dagegen.
Einige Leute sind für das Gesetz, aber viele sind auch dagegen. Einige Leute sind für das Gesetz, aber viele sind auch dagegen. У каждого есть разные предложения. К сожалению, мы не можем прийти к согласию. Приходить к согласию, соглашаться с кем-либо, sich einigen, einigt sich, einigte sich. Это претеритум. Hat sich geeinigt. Это уже perfekt. Jeder hat einen anderen Vorschlag. Wir können uns leider nicht einigen. Jeder hat einen anderen Vorschlag. Wir können uns leider nicht einigen. Jeder hat einen anderen Vorschlag. Wir können uns leider nicht einigen. Мы ходим за покупками раз в неделю. Ходить за покупками, делать покупки, закупаться, глагол einkaufen. Kauft ein, kaufte ein, Präteritum, hat eingekauft, perfekt. Wir gehen einmal pro Woche einkaufen. Wir gehen einmal pro Woche einkaufen. Wir gehen einmal pro Woche einkaufen. При покупке обратите внимание на специальные предложения. Achten Sie beim Einkauf auf Sonderangebote. Achten Sie beim Einkauf auf Sonderangebote. Achten Sie beim Einkauf auf Sonderangebote. Я сделал все покупки. Теперь мы можем выпить кофе. Ich habe alle Einkäufe erledigt. Jetzt können wir einen Kaffee trinken. Ich habe alle Einkäufe erledigt. Jetzt können wir einen Kaffee trinken. Ich habe alle Einkäufe erledigt. Jetzt können wir einen Kaffee trinken. При более высоком доходе необходимо платить больше налогов. Bei einem höheren Einkommen muss man mehr Steuern zahlen. Bei einem höheren Einkommen muss man mehr Steuern zahlen. Bei einem höheren Einkommen muss man mehr Steuern zahlen. Могу ли я вас пригласить на обед? Спрашиваем разрешение. Приглашать einladen,
lädt ein, lud ein, Präteritum, hat eingeladen, perfekt. Darf ich Sie zum Essen einladen? Darf ich Sie zum Essen einladen? Пожалуйста, позвоните еще раз завтра. Bitte rufen Sie morgen noch einmal an. Bitte rufen Sie morgen noch einmal an. Bitte rufen Sie morgen noch einmal an. Внезапно погас свет. Auf einmal ging das Licht aus. Auf einmal ging das Licht aus. Я не могу сделать все сразу. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Увидимся ли мы снова? Здесь, может быть, имеется, знаете, как увидимся мы еще раз. Sehen wir uns einmal wieder? Sehen wir uns einmal wieder? Однажды, несколько лет назад, я жил в Вене. Vor Jahren habe ich einmal in Wien gewohnt. Vor Jahren habe ich einmal in Wien gewohnt. Vor Jahren habe ich einmal in Wien gewohnt. Пожалуйста, приди сюда один раз и помоги мне. Komm doch bitte einmal her und hilf mir. Komm doch bitte einmal her und hilf mir. Komm doch bitte einmal her und hilf mir. Как мне принимать капли? Принимать einnehmen, nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen. Wie muss ich die Tropfen einnehmen? Wie muss ich die Tropfen einnehmen? Wie muss ich die Tropfen einnehmen? Наш бизнес идет хорошо. Наши доходы были в этом месяце выше, чем в прошлом. Unser Geschäft läuft gut. Unsere Einnahmen waren in diesem Monat höher als im letzten. Unser Geschäft läuft gut.
Unsere Einnahmen waren in diesem Monat höher als im letzten. Unser Geschäft läuft gut. Unsere Einnahmen waren in diesem Monat höher als im letzten. Ты упаковал полотенце? Упаковывать. Einpacken. Packt. Ein. Packte ein. Hat eingepackt. Hast du Handtücher eingepackt? Hast du Handtücher eingepackt? Стоит ли мне упаковать это вам в подарок? Soll ich Ihnen das als Geschenk einpacken? Soll ich Ihnen das als Geschenk einpacken? Soll ich Ihnen das als Geschenk einpacken? Квартиру я обставила сама. Обставить мебелью. Einrichten, richtet, ein, richtete, ein, hat eingerichtet. Ich habe meine Wohnung selbst eingerichtet. Ich habe meine Wohnung selbst eingerichtet. Ich habe meine Wohnung selbst eingerichtet. Если у вас есть вопросы, позвоните нам. Мы установили специальный номер телефона. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir haben eine extra Telefonnummer eingerichtet. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir haben eine extra Telefonnummer eingerichtet. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir haben eine extra Telefonnummer eingerichtet. Твоя квартира очень уютная. Обстановка мне очень нравится. Deine Wohnung ist sehr gemütlich. Die Einrichtung gefällt mir sehr gut. Deine Wohnung ist sehr gemütlich. Die Einrichtung gefällt mir sehr gut. Deine Wohnung ist sehr gemütlich. Die Einrichtung gefällt mir sehr gut. Я чувствую себя без своей семьи немного одиноко. Ohne meine Familie fühle ich mich ein bisschen einsam. Ohne meine Familie fühle ich mich ein bisschen einsam.
Ohne meine Familie fühle ich mich ein bisschen einsam. Не могли бы вы включить отопление? Включать отопление или телевизор, любой прибор. Einschalten, schaltet ein, schaltete ein. Это претеритум. Hat eingeschaltet. Perfekt. Können Sie bitte die Heizung einschalten? Können Sie bitte die Heizung einschalten? Können Sie bitte die Heizung einschalten? Все вместе стоит 200 евро, включая транспортные расходы. Alle zusammen kostet 200 Euro, einschließlich Fahrkosten. Alles zusammen kostet 200 Euro, einschließlich Fahrkosten. Alles zusammen kostet 200 Euro, einschließlich Fahrkosten. Я отправил письмо как заказное или заказным. Ich habe den Brief als Einschreiben geschickt. Ich habe den Brief als Einschreiben geschickt. Ваша книга содержит четкое изложение этих проблем. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Рика сказал мне, что тоже придет на вечеринку. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Где ты сохранил файл? Wo hast du die Datei gespeichert? Wo hast du die Datei gespeichert? Wo hast du die Datei gespeichert? Какое сегодня число? Welches Datum haben wir heute? Welches Datum haben wir heute? Дословно, какое число мы имеем сегодня?
Welches Datum haben wir heute? Не забудьте дату и подпись. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Мне нужно больше данных о вас. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. У нас есть все ваши данные в компьютере. Wir haben alle Ihre Daten im Computer. Wir haben alle Ihre Daten im Computer. Как долго длится перерыв? Полчаса. Глагол длится dauern – это слабый глагол. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Вы можете взять книгу на неделю. То есть вы можете одолжить, например, в библиотеке, запись взять. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Продолжительный звонок телефона мешает мне. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Он постоянно болеет, то есть продолжительно болеет. Ist dauernd krank. Ist dauernd krank. У нас нет в гостиной лампы на потолке. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Im Wohnzimmer haben wir
keine Lampe an der Decke. Могу ли я еще получить одеяло? Мне холодно. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Поможешь мне украсить стол для вечеринки? Украшать, dekorieren. Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Я думаю, что ты прав. Думать, denken. Ich denke, dass du recht hast. Ich denke, dass du recht hast. Сейчас мы обсуждаем курение. Что вы об этом думаете? Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber? Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber? Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber? Мне действительно все равно, что обо мне думают люди. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. На отдыхе мы осмотрели дворец Schönbrunn. Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn besichtigt. Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn besichtigt. У вашей жены есть собственная машина? Besitzt Ihre Frau ein eigenes Auto? Besitzt Ihre Frau ein eigenes Auto? Мои родители хотели этой поездкой доставить нам особенную радость. Meine Eltern wollten uns mit dieser Reise
eine ganz besondere Freude machen. Meine Eltern wollten uns mit dieser Reise eine ganz besondere Freude machen. Сегодня я увидел особенно дешевое предложение. Ich habe heute ein besonders günstiges Angebot gesehen. Ich habe heute ein besonders günstiges Angebot gesehen. Шторм нанес серьезный ущерб, особенно на юге Германии. Durch den Sturm gab es besonders in Süddeutschland schwere Schäden. Durch den Sturm gab es besonders in Süddeutschland schwere Schäden. Должен ли я позаботиться о билетах? Soll ich die Eintrittskarten besorgen? Soll ich die Eintrittskarten besorgen? То есть здесь речь идет о билетах на концерт или в кино, то есть о входных билетах. Eintritts, о входных билетах, а не о проездных. Нам еще предстоит обсудить, когда именно мы уедем и что возьмем с собой. Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen. Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen. Извините, господин Шмидт все еще на совещании. Tut mir leid, Herr Schmidt ist noch in einer Besprechung. Tut mir leid, Herr Schmidt ist noch in einer Besprechung. Компания письменно подтвердила мне дату. Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt. Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt. Я могу подтвердить, что он был здесь. Ich kann bestätigen, dass er hier war. Ich kann bestätigen, dass er hier war.
Мне нужно письменное подтверждение для ведомства. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung für das Amt. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung für das Amt. Модуль чтения состоит из 5 частей. Das Modul Lesen besteht aus 5 Teilen. Das Modul Lesen besteht aus 5 Teilen. Я сдал экзамен. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Мы заказали пиццу. Wir haben Pizza bestellt. Wir haben Pizza bestellt. Меня записали на собеседование на 16 часов. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Я должен передать вам привет от госпожи Майер. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Нэнси определенно имела в виду не это. Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint. Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint. Тебе нужен конкретный хлеб или определенный хлеб? Möchtest du ein bestimmtes Brot? Möchtest du ein bestimmtes Brot? Слишком быстрая езда строго наказывается. Zu schnelles Fahren wird streng bestraft. Zu schnelles Fahren wird streng bestraft. Здесь у нас используется present passive, wird bestraft. Настоящее время пассива. Вам все еще нужно посещать курс. Sie müssen noch einen Kurs besuchen. Sie müssen noch einen Kurs besuchen.
Мы хотим купить нашей учительнице подарок. Кто хотел бы принять участие? Wir wollen unserer Lehrerin ein Geschenk kaufen. Wer möchte sich beteiligen? Wir wollen unserer Lehrerin ein Geschenk kaufen. Wer möchte sich beteiligen? Пожалуйста, переведите сумму на наш счет. Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto. Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto. Кто присматривает у вас за детьми? Wer betreut bei Ihnen die Kinder? Wer betreut bei Ihnen die Kinder? Воспитательница детей очень симпатичная. Die Betreuerin der Kinder ist sehr nett. Die Betreuerin der Kinder ist sehr nett. На этом предприятии работают 10 человек. In diesem Betrieb arbeiten 10 Leute. In diesem Betrieb arbeiten 10 Leute. Незадолго до Рождества в универмагах всегда очень оживленно. Kurz vor Weihnachten ist in den Kaufhäusern immer viel Betrieb. Kurz vor Weihnachten ist in den Kaufhäusern immer viel Betrieb. Лифт работает, не работает. Der Aufzug ist in Betrieb. И второй вариант, когда он не работает, der Aufzug ist außer Betrieb. Der Aufzug ist in Betrieb. Der Aufzug ist außer Betrieb. Производственный совет проинформирует вас о новом графике работы. Der Betriebsrat wird Sie über die neuen Arbeitszeiten informieren. Der Betriebsrat wird Sie über die neuen Arbeitszeiten informieren. Здесь у нас используется будущее время Futur 1 wird informieren. Я бы никогда не изменил своей семье. Ich würde meine Familie niemals betrügen.
Ich würde meine Familie niemals betrügen. Здесь у нас конъюнктив, да? Когда мы переводим частицы бы. Я бы, не изменив. Расчет неверен. Официант меня обманул. Die Rechnung stimmt nicht. Der Kellner hat mich betrogen. Die Rechnung stimmt nicht. Der Kellner hat mich betrogen. Если вы водите машину в нетрезвом виде, вы лишитесь водительских прав. Wenn Sie betrunken Auto fahren, verlieren Sie Ihren Führerschein. Wenn Sie betrunken Auto fahren, verlieren Sie Ihren Führerschein. Пока у вас жар, вы должны оставаться в постели. Solange Sie Fieber haben, müssen Sie im Bett bleiben. Solange Sie Fieber haben, müssen Sie im Bett bleiben. Одиннадцать процентов населения родились не внутри страны. Elf Prozent der Bevölkerung wurden nicht im Inland geboren. 11% der Bevölkerung wurden nicht im Inland geboren. Прежде чем мы уйдем, я хотел бы съесть что-нибудь. Bevor wir gehen, möchte ich noch etwas essen. Bevor wir gehen, möchte ich noch etwas essen. Я едва могу двигаться из-за боли. Ich kann mich vor Schmerzen kaum noch bewegen. Ich kann mich vor Schmerzen kaum noch bewegen. На наше объявление в вечерней газете пока никто не ответил. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Как называется это на немецком?
Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Я уже 2 часа на ногах. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Поезд в Мюнхене стоит только 20 минут. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Мы желаем вам приятного пребывания. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Я заметил, что Ханна очень бледная. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Она попросила меня настоятельно высказать свое мнение. Sie forderte mich auf, meine Meinung zu sagen. Sie forderte mich auf, meine Meinung zu sagen. Он приглашает ее на танец. Er fordert sie zum Tanz auf. Er fordert sie zum Tanz auf. Вы получите запрос на оплату суммы до июня. Sie erhalten eine Aufforderung, den Betrag bis Juni zu zahlen. Sie erhalten eine Aufforderung, den Betrag bis Juni zu zahlen. Дети исполняют к Рождеству пьесу. Die Kinder führen zu Weihnachten ein Theaterstück auf. Die Kinder führen
zu Weihnachten ein Theaterstück auf? Ты уже сделал домашние задания для школы? Hast du deine Hausaufgaben für die Schule schon gemacht? Hast du deine Hausaufgaben für die Schule schon gemacht? Это не моя проблема. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe. Я сдал посылку на почте. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Никогда нельзя сдаваться. Всегда есть надежда. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Где он сейчас? В Мюнхене. В данном случае имеется в виду, где он сейчас остановился. Wo hält er sich gerade auf? In München. Wo hält er sich gerade auf? In München. Могу я вам подержать дверь? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Извините за опоздание, меня задержали. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Просто оставьте бумаги на полу, я их подниму. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. У вас должен быть чек в хорошем состоянии. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Снег не прекращается.
Es hört nicht auf zu schneien. Es hört nicht auf zu schneien. Когда вы перестанете работать? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Здесь заканчивается главная улица. Hier hört die Hauptstraße auf. Hier hört die Hauptstraße auf. Мне нужно зарядить телефон. Аккумулятор разрядился. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Таблетку растворить в воде. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Ученица внимательно слушала. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Я обращаю ваше внимание на то, что мы закрываемся через полчаса. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Как медсестра у меня часто бывают ранние смены. Als Krankenschwester habe ich oft Frühdienst. Als Krankenschwester habe ich oft Frühdienst. Als Krankenschwester habe ich oft Frühdienst. Я завтра на дежурстве, поэтому я не могу прийти. Morgen habe ich Dienst, deshalb kann ich nicht kommen. Morgen habe ich Dienst, deshalb kann ich nicht kommen. Morgen habe ich Dienst, deshalb kann ich nicht kommen. Мы проиграли последние несколько игр. К счастью, на этот раз мы выиграли.
Die letzten Spiele haben wir verloren. Diesmal haben wir zum Glück gewonnen. Die letzten Spiele haben wir verloren. Diesmal haben wir zum Glück gewonnen. Die letzten Spiele haben wir verloren. Diesmal haben wir zum Glück gewonnen. Я купил цифровые часы. Они точнее моих старых часов. Ich habe eine Digitaluhr gekauft. Die geht genauer als meine alte Uhr. Ich habe eine Digitaluhr gekauft. Die geht genauer als meine alte Uhr. Дословно мы можем перевести как «они идут точнее, чем мои старые часы». Ich habe eine Digitaluhr gekauft. Die geht genauer als meine alte Uhr. Где я могу забрать свой диплом? Wo kann ich mein Diplom abholen? Wo kann ich mein Diplom abholen? Wo kann ich mein Diplom abholen? Мы доставляем вам товар прямо домой. Wir liefern Ihnen die Waren direkt ins Haus. Wir liefern Ihnen die Waren direkt ins Haus. Wir liefern Ihnen die Waren direkt ins Haus. Деревня находится прямо у шоссе. Das Dorf liegt direkt an der Autobahn. Das Dorf liegt direkt an der Autobahn. Нет ли прямого поезда до Гамбурга? Gibt es keinen direkten Zug nach Hamburg? Gibt es keinen direkten Zug nach Hamburg? Они транслируют или передают футбольный матч напрямую. Sie übertragen das Fußballspiel direkt. Sie übertragen das Fußballspiel direkt. Я хотел бы поговорить с директором. Ich möchte gern mit dem Direktor sprechen. Ich möchte gern mit dem Direktor sprechen. Сегодня вечером мы идем на дискотеку.
Wir gehen heute Abend in die Disco oder in die Diskothek. Wir gehen heute Abend in die Diskothek. Мы долго обсуждали, как нам необходимо или как нам нужно организовать офис, обставить его. Обсуждать, diskutieren, diskutieren. Wir haben lange diskutiert, wie wir das Büro einrichten sollen. Wir haben lange diskutiert, wie wir das Büro einrichten sollen. Wir haben lange diskutiert, wie wir das Büro einrichten sollen. По телевидению шла дискуссия на тему «Уход за детьми». Im Fernsehen gab es eine Diskussion zum Thema Kinderbetreuung. Im Fernsehen gab es eine Diskussion zum Thema Kinderbetreuung. Обратите внимание на выражение es gibt, есть, имеется. В претеритум стоит глагол geben, gab es, и дословный перевод можно сделать как имелось. По телевизору, по телевидению имелась дискуссия, да? А на русский мы можем перевести, что шла дискуссия. Im Fernsehen gab es eine Diskussion zum Thema Kinderbetreuung. Эта компания также осуществляет перевозки грузов на дальние расстояния. Diese Firma transportiert Waren auch über große Distanzen. Diese Firma transportiert Waren auch über große Distanzen. Diese Firma transportiert Waren auch über große Distanzen. Ты не ешь мясо? Нет, иногда ем. Isst du kein Fleisch? Doch, manchmal schon. Isst du kein Fleisch? Doch, manchmal schon. Я передумал. Я еду все-таки в город с тобой. Ich habe es mir anders überlegt. Ich komme doch mit in die Stadt. Ich habe es mir anders überlegt. Ich komme doch mit in die Stadt. Ich habe es mir anders überlegt. Ich komme doch mit in die Stadt. Вы же придете сегодня вечером? Ihr kommt doch heute Abend. Ihr kommt doch heute Abend.
Спросите же господина Мюллера. Он специалист по компьютерам. Fragen Sie doch Herr Müller. Der ist Computerspezialist. Fragen Sie doch Herr Müller. Der ist Computerspezialist. Ах, если бы все же это было уже воскресенье. Ach, wenn doch schon Sonntag wäre. Ach, wenn doch schon Sonntag wäre. Моя дочь больна. Мы идем к врачу. Meine Tochter ist krank. Wir gehen zum Doktor. Meine Tochter ist krank. Wir gehen zum Doktor. У тебя есть с собой все регистрационные документы? Hast du alle Dokumente für die Anmeldung dabei? Hast du alle Dokumente für die Anmeldung dabei? Этот камень является важным документом древнеримской культуры. Dieser Stein ist ein wichtiges Dokument für die alte römische Kultur. Dieser Stein ist ein wichtiges Dokument für die alte römische Kultur. Ты слышишь, как гремит? Гроза приближается. Hörst du es donnern? Das Gewitter kommt näher. Hörst du es donnern? Das Gewitter kommt näher. Hörst du es donnern? Das Gewitter kommt näher. Грузовик гремит по проселочной дороге. Der LKW donnert über die Landstraße. Der LKW donnert über die Landstraße. Вот эти три буковки обозначают der Lastkraftwagen, то есть грузовой автомобиль. Der Lastkraftwagen или der LKW. Der LKW donnert über die Landstraße. Гром раздался намного позже молнии. Donner kam erst lange nach dem Blitz. Donner kam erst lange nach dem Blitz.
Donner kam erst lange nach dem Blitz. Ты можешь положить туда свою сумку. Deine Tasche kannst du dorthin stellen. Deine Tasche kannst du dorthin stellen. Обратите внимание, немцы скажут поставить сумку. В русском языке мы обычно кладем сумку. Deine Tasche kannst du dorthin stellen. Нам придется подождать снаружи. Wir müssen draußen warten. Wir müssen draußen warten.